Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind dort mit stecken geblieben und zwar kurz vor dem Tötet Miskia, das komische Schwert da, wo so auch rumfliegt und uns unbedingt von der Lektion erteilen. Wer sich verwundert, dass ich vielleicht an einem anderen Ort sitze oder warum das alles ein bisschen anders aussieht, ist ganz leicht. Und zwar, ich habe mich ausgeloggt beim letzten Mal genau an dieser Stelle und habe dann die ganze Geschichte nochmal von vorne machen. Keine Ahnung warum, wie, was, wo. Ich habe das jetzt einfach mal ganz kurz schnell erledigt und habe gedacht, ich gehe genau wieder einfach an den Punkt, wo wir sind von der Quest her, damit wir dann auch gemütlich einfach weitermachen können, wo wir plus minus stehen geblieben sind. Also nicht verwundern, wenn jetzt irgendetwas anders wäre oder wir halt ein bisschen Gold mehr haben oder sonst irgendetwas, sondern ich habe mir das einfach nochmal nachgespielt, weil ich gedacht, ja, jetzt wir müssen das jetzt nicht gerade unbedingt das zweite Mal aufnehmen, oder? So, ich würde sagen, wir machen direkt mal weiter. Wir haben hier jetzt ja alle ermächtigt. Die Tanklägerin, die Theotar, da hinten ist ja die Tanklägerin und so weiter. Zuerst müssten wir mal schauen, dass wir die 3 Lölis aus dem Weg räumen, weil wir müssen da irgendwie über die Brücke drüber laufen zum Miskia. Also zu dem komischen Schwert, das uns die Lektion erteilen. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir das gut anbekommen. Wir haben ja genug Steingolem, die uns da komplett unterstützen. Dann sollten wir das eigentlich ohne Probleme anbekommen, auch wenn die ziemlich viel Leben haben. Also 94'000 ist nicht gerade wenig. Aber eben, sobald alle Steingeborenen da wieder oben runterkommen, dann sollten wir da eigentlich gar kein Problem haben. Also dunkel schwingen, Gang, wie, oh je, der hure Zungenbrecher die ganze Zeit. Der hure Zungenbrecher. Oh jegeli. Ich würde sagen, ja, jetzt sind langsam alle drinnen, die wir da haben. Und dann sollte das eigentlich ziemlich flott und schnell vorangehen. Jetzt muss ich gerade mal schauen, jetzt habe ich vorher schon wieder angebracht, dass meine Drachenfalken gestorben sind. Auf dem Weg da an. Jetzt wollte ich eben schauen, dass ich das unbedingt anbekomme, dass ich sie nicht sterben lasse. Was ich eigentlich immer jedes Mal irgendwie einmal passiert. So, meine Steingolem, wir haben da alles mal freigeräumt. Dann würde ich sagen, ab übers Brückli und irgendwo da sollte sie jetzt sein. Ah, das ist Miskia. Aber es hat mir doch ein Schwert da gezeigt. Wieso ist jetzt das plötzlich so ein flügendes Ding? Okay. Ja, dann versuchen wir das einmal. Let's go. 100'000 Leben sollte gar kein Problem sein. Wir haben jetzt gerade 3 Champion-Gegner mit genauso viel Leben eigentlich getötet. Oder sehe ich da etwas falsch? Ich habe gemeint, das sei das Schwert. Weil bevor wir ja jetzt hier in den Kampf hineingekommen sind, hat ja so ein Schwert gesagt, sie will uns unbedingt die Lektion teilen. Wo ist denn das Schwert? Oh nein, 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 nein. Komm, überlebt. Oh, Jägeli. Ich schnurre wieder zu viel und lasse ich fast sterben lassen. Ach, Jägeli. Letzte Phase. Der Meister. Sprech mit Prinz Renetal. Und der Prinz Renetal ist... Wo ist er? Wo ist er? Da ist er! Sally! Könnt ihr es fühlen? Eine Verschiebung in der natürlichen Ordnung. Etwas geht hier vor sich. Wir müssen rasch handeln. 3 Ernten und ein Schlundgänger durchfluteten von der ungezähmten Macht der Anima aus den vielen Reichen der Schattenlande gegen einen Herrn des Todes. Und wir stehen am Abgrund zu seinem Herrschaftsgebiet. Lasst uns die Schrecken gemeinsam bekämpfen. Sind wir parat, den Denaterius begegnen und ihm zeigen, wer der Chef im Haus ist. Da hinten steht er, glaube ich, sogar, ja voll. Graf Denaterius. Aber viel Leben hat er nicht. Das ist aber, komm jetzt, also, finde ich jetzt nicht gerade mal so tragisch. Also, ich bin bereit für den Meister. Oder kommt sogar ein Szenario. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass wir da gegen ihn kämpfen. Let's go. Für die Horde! Ah, da ist das Schwert, das so geschnurrt hat. Da ist das Schwert, das so geschnurrt hat. Go, Prinz! Oh, Jägeli. Das war euer wackerer letzter Aufstand? Seit so vielen Äonen bestraft ihr arrogante Seelen
Doch statt von ihrem Leiden zu lernen, seid ihr wie sie geworden. Ihr brauchtet mir nur zu gehorchen. So ein vortrefflicher Zufall. Nun könnt ihr die ganze Pracht der Ereignisse mitverfolgen. Jeder kostbare Tropfen Anima, den wir den gequälten Seelen niederer Wesen so mühsam abgerungen haben, ebnet jetzt den Weg für den Verbannten, sich zu nehmen, was sein ist. Hä? Und wenn er seine Freiheit erst erlangt hat, wird Kraft seines Willens alles fortgespült. Die einzige Macht, die dieser Flut der Veränderung entsteigt, ist der Tod. Tod und alle, die ihm zum Sieg verholfen haben. Irgendjemand wird euch aufhalten, Denatrius. Selbst wenn ich... Mir? Nicht sprechen. Oh mein Seht zu. WTF? Dies soll euch eine Lehre sein. WTF? WTF? Oh mein Gott! Habe ich das jetzt richtig verstanden? Der Denaterius schafft eigentlich für den Kerkermeister, der Verbannte, der Kerkermeister. Aber wieso sagt er im Großen und Allgemeinen, ich bin voll verwirrt. Wieso sagt er im Großen und Allgemeinen, er will ihm den Weg ebnen, um ihm das zurückzugeben, was ihm gehört? Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Warum? Er ist ja verbannt worden. Gut, wir wissen immer noch nicht, warum ist er verbannt worden. Das wissen wir immer noch nicht. Ich bin mir so unsicher, wie jetzt am Anfang da in Revendreth haben wir zuerst für die falsche Seite gekämpft und nachher für die richtige. Kann es möglich sein, dass der Kerkermeister vielleicht ein Guter ist? Und eigentlich zu Unrecht verbannt worden ist? Ich glaube, das erfahren wir alles noch im Verlauf vom Spiel. Und wie wir da gerade sehen, also ich gehe jetzt mal davon aus, ist, dass das komplette Anima, das er gesammelt hat, wird jetzt da in den Schlund reingebracht. Weil das ist der Schlund da hinten. Da hinten befindet sich der Kerkermeister. Der Denaterius hat sich, wie es aussieht, auch jetzt noch nach hinten vertrödelt. Und jetzt fließt das ganze gesammelte Anima von denen einfach richtig Schlund, damit seine Macht noch mehr steigt. Sehe ich das richtig? Gehen wir mal schauen da. Ja, das sind alle Anima-Reserven, die wahrscheinlich da er gesammelt hat. Und er ist ja verantwortlich für die komplette Dürre. Also da müssen wir uns schon wieder fragen, eben ist der Kerkermeister ein Lieber, weil er hat dafür gesorgt, dass abermal tausende arme Seelen, die nichts dafür können, eigentlich daran gestorben sind und hat sich an seiner Macht ergänzt. Also das ist der einzige Grund, warum ich mir jetzt würde sagen, hey, er ist doch nicht so einen ganzen Liebe, wie er tut. Aber ich würde mal sagen, mehr erfahren wir, schau, der Prinz lebt wenigstens noch. Hey, der hat gar keine Chance gegen ihn. Der hat sowas von keine Chance gegen ihn. Denaterius ist ja ein Viech, das ist ein Monster. So, Belohnung, das haben wir ja beim letzten Mal schon angeschaut. Ich habe gesagt, ich würde mir die Rüstung nehmen. Wir machen die Quest beenden. Wir haben Revendreth abgeschlossen, soweit ich das gesehen habe. Und jetzt kommt «Sprecht mit der Stimme der Richterin Tal Inara in Oribus». Okay, wir werden jetzt... Unter dieser Anima-Flut wächst der Schlund. Ich fürchte, nichts wird den Kerkermeister davon abhalten, sich loszureißen. Okay, auch sie vermutet. Versammelt sicher seine Streitkräfte auf Schloss Natria. Wenn wir nichts tun, werden seine Loyalisten uns bald überwältigen. Sammeln wir die Ernte bei Sündensturz, während dieser Sterbliche nach Oribos zurückkehrt. Sie müssen wissen, was sich hier ereignet hat. Ja, das kommt mir ganz... Ich werde den Schlundgänger eskortieren, mein Prinz. Oh, er eskortiert uns. Er eskortiert uns. Okay, alles klar. Also, sie werden uns zurückschicken zum Oribus, damit wir denen berichten können, was da passiert ist. Weil das ist ja nicht gerade harmlos. Also, let's go. Die dem Meister noch folgen, eine bessere Alternative bieten. Ich kann euch zum nächsten Flugmeister nach Oribus bringen. Dort solltet ihr...
nach Oribos aufbrechen. Wir müssen den anderen Pakten berichten, was hier geschehen ist. Ja, eindeutig. Eindeutig. Oh mein Gott. Wie sich das alles so wieder gewendet hat. Auch am Anfang haben wir ja für den Denaterius da alles Mögliche gemacht und jetzt am Schluss entpuppt er sich als Verbündeter vom Kerkermeister. Ich gehe eben immer noch davon aus, der Kerkermeister ist ein Böse. Es ist immer noch offen, warum ist er verbannt worden. Das fehlt immer noch die Information. Meines Wissens nach habe ich das nie mitbekommen. Jetzt im ganzen Durchspielen bis jetzt nicht. Aber in meinen... Hoffe, ihr habt genug Achselschmalz. Ach komm, nervt mich jetzt. Ich bin am Erzählen, muss man nicht reinreden. Hei. Und ich gehe einfach davon aus, dass er ein Böser ist, weil er halt sehr viel Seelen... Danke vielmals fürs Bringen! Geht nach Oribus, ihr müsst die Stimme der Richterin sprechen. Ich werde euch dort treffen, jetzt schon sie gerade mitnehmen. Also, aber der einzige Grund, warum ich denke, dass er ein Böser ist, weil er halt, blöd gesagt, allen schadet. Also er schadet ja eigentlich jeder Welt, wo Seelen sind, die nichts für die ganze Sache, nichts können für die ganze Sache, oder? Warum er verbannt worden ist. Weil ich gehe davon aus, die Richterin mit den 4 Grossen haben ihn ja verbannt. Warum auch immer. Und jetzt müssen wir halt einfach... Ja, wir müssen schauen. Wir müssen schauen, was jetzt rauskommt. Vielleicht erfahren wir es. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiss, ist, dass wir jetzt eigentlich das drohende Dunkel, die Wahl eures Pakts. Okay. Also wir machen uns jetzt eigentlich, sprich mit Talinar in Oribus. Und das ist eigentlich so der nächste Schritt, den wir haben. Weil wir haben jetzt mal Draxus, Bastion, Ardenwald und Revendreh komplett abgeschlossen. Also eigentlich sind wir ja soweit mal durch mit den verschiedenen Ländern. Jetzt wundert es mich, wie es weitergeht. Und das schauen wir uns doch gemütlich mal an. Das schauen wir uns doch mal gemütlich an. So, wir sind zurück im Oribus. Ewig ist es her, das alle zusammen. Also für mich ist es eine Ewigkeit her, weil ich so lange nicht mehr gespielt habe. Wuhu! Also jetzt wieder seit 3-4 Tagen wieder ein bisschen mehr gamen kann. Aber ja. Ja. So, Löli-Vereins, wo muss ich hin? Einmal einfach alles geradeaus, der Ruf des Schicksals. Einmal einfach alles da geradeaus. Da hätten wir ein paar Quests am Annehmen, aber die ignorieren wir jetzt einmal. Und dann schauen wir mal weiter. Das Schicksalsschreiber, Rothai. Blick der Richterin. Gehen wir bei ihm Quest abgeben. Der Ruf des Schicksals. Quest beenden. Willkommen, Sterblicher. Mögt ihr euren Weg in der Vorsehung finden? Was ist die Vorsehung? Die Vorsehung, alles um euch herum, alles was ihr seht, geschieht aufgrund der Vorsehung. Die Vorsehung ist der Leitgedanken aller Diener der Richterin. Sie ist der Grund, weshalb wir zum Dienst in der ewigen Stadt ins Leben gerufen wurden, um ihr zu dienen. So wie Oribus das Herz der Schattenlande ist, so hält die Vorsehung die Reich des Todes im Gleichgewicht. Die Vorsehung leitet uns, sie zeigt uns den Weg. Alle Wesen im endlosen Kreislauf dienen der Vorsehung, auch diejenigen, die dies unwissentlich oder unwillig tun. Die Vorsehung ist ewig, sie verfolgt eine Absicht. Wir alle dienen der Vorsehung, sogar ihr. Lebt wohl. Hä? Hätte ich nicht mit ihm reden müssen? Bin ich jetzt da beim Falschen gewesen? Ah, ich hätte da rein müssen, das war einfach irgendeine Nebenquest gewesen. Oh Mann, ich habe jetzt extra alles vorgelesen, weil ich denke, vielleicht kommt jetzt eben etwas Spannendes dazu. Was wir müsstet wissen, aber wie es aussieht, ist das einfach irgendeine Nebenquest gewesen. Oh Jägeli! Da hinten kann ich reiten, so wie es aussieht schon. He? Dann machen wir doch das, dann kommen wir schnell vorwärts. Wir müssen da über. Das Ende des Anfangs. Oh Jägeli! Vorgelesen für nichts! Warte mal schnell, das ist so ein Reittier, wo er... Ja, er hat einen Schmied drauf, dann können wir mal unsere Rüstung gerade reparieren. Perfekt, danke dir vielmals, kannst weitergehen. Ach warte, wir könnten ja gerade noch unsere neue Bruststadt ziehen, hä? Komm, anlegen das Zeug, dann kann ich nachher wieder den Rest verkaufen. Talinar, die geehrte Stimme, Quest beenden. Gut, dass ihr sicher als Revendreh zurückgekehrt seid, Schweizer. Wir haben Verrat gespürt, der die unendlichen Fäden des Schicksals beeinflusst hat. Der Schlund bebt von der Macht. Wir müssen erfahren, warum. Deckt den Plan des Kerkersmeisters auf. Annehmen. Was sind Plan aufdecken? Ist schuld an der Animadürre und hat seine riesigen Vorräte in den Schlund geleitet. Er ist mit dem Kerkermeister im Bunde. Ja, Möge er die sagt. Vorsehung uns retten. Es ist noch schlimmer als erwartet. Ja. Der Kerkermeister scheint auch die Schicksalsfäden unserer Welt zu ziehen. Da können wir mal wieder beluschen, was die da für eine Diskussion haben. Aber warte, ich muss jetzt mit ihr reden. Stimme.
Die Ewigen haben euch zur Kammer der Richterin Dann muss ich dem einbestellt. Ruf folgen. Kommt, Schlundgänger. Vielleicht können Sie uns den Weg weisen. Okay, alles klar. Ich komme nicht ganz draus. Ka-Belen bringt die Repräsentanten des Pakts zur Enklave. Wer ist Wenn Enklave? die sterbliche Seele und ich hier fertig sind, treffen wir euch dort. Mit ihrer Stimme habe ich gesprochen. Okay, also wir tun jetzt irgendwie... Gesegnet sei ihre Stimme. Als Stimme der Richterin Ich kann nicht mal... Okay. höre ich den Ruf Einfach mal Ewigen. lauschen. Wie kann ich helfen? Der Schlund wächst und brodelt vor Macht. Wie konnte das passieren? Das Böse, das wir verbannt wählten, versucht uns abzulenken und zu spalten. Der Primus hat die Wahrheit durchschaut, aber seine Warnung kam zu spät. Für sein Wissen hat er einen hohen Preis bezahlt. Ihr sprecht für Revendreth? Wo ist euer Graf? Wo ist unser Bruder Denatrius? Mein Graf hat uns alle verraten. Die Dürre war sein Werk. Er hat das Lebensblut von uns gestohlen und sein Volk ausgehungert. So wie eures. Als sein Verrat aufgedeckt wurde, hat er seine gesammelte Anima in den Schlund gelenkt, um die Macht seinem wahren Meister zu schenken. Vor langer Zeit kämpften wir alle gegen dieses Monster. Der Primus ist fort, Denatrius ein Verräter, unser Pantheon in Trümmern. Die Schattenlande stehen vor dem Untergang. Noch ist Hoffnung. Der Sterbliche hier hat mich gerettet und den Verrat des Grafen aufgedeckt. Auch meinem Wald wurde geholfen. Die Sterblichen haben großes Potenzial bewiesen, das das Blatt zu unseren Gunsten wenden könnte. Ja, zum Wohl der Schattenlande sollte jeder Sterbliche einen Pakt eingehen. Und wenn unsere Welten wieder erstarkt sind, werden wir uns gemeinsam gegen die Dunkelheit stellen. So soll es sein, Ewige. Mit ihrer Stimme habe ich gesprochen. Kommt jetzt. Der Moment der Entscheidung ist gekommen. Welche Entscheidung? Also wir haben jetzt einfach mitbekommen, ja, wissen jetzt alle, also alle Herrscher wissen jetzt Bescheid über den Verrat und über das, was jetzt da abgelaufen ist. Also eigentlich das Gleiche, was wir schon gewusst haben. Und jetzt geht es eigentlich weiter. Schaut jetzt nochmal. Quiz beenden. Spricht mit dem Pakt und entscheidet, wie euer Pfad mit der Vorsehung zusammenhängt. Annehmen. Annehmen. So. Ich sehe da nur 4 Pünktchen. General Draven. Sektor Mevix. Also wartet jetzt mal schnell. Ich komme... Die Pakte sind für die Schattenlande unerlässlich. Sie scheinen zwar oft miteinander im Streit zu liegen, doch auch das ist Teil der Vorsehung. Alle Pakte müssen stärker werden, um der Bedrohung durch den Kerkermeister gewachsen zu sein. Doch könnt ihr eure Bemühungen nicht aufteilen. Sie müssen sich auf einen einzigen Pfad konzentrieren. Andere Sterbliche treffen womöglich eine andere Entscheidung. Die Zeit ist gekommen, eine Seite zu wählen. Sprecht mit eurem Verbündeten, dann trefft eure Wahl auf der Karte der Schattenlande vor mir. Alles klar! Also wir haben jetzt hier eigentlich Ardenwald, Bastion, Maldraxxus oder Revendreth. Und wir können jetzt eigentlich mit den reden und uns entscheiden, wem wir uns anschliessen wollen. Sehe ich das richtig? Ja, reden wir mal mit dir. Wie kann ich euch helfen? Erzählt mir noch einmal von der Tugend der Krianer. Darf ich bitte die Paktfähigkeiten der Krianer noch einmal testen? Könnt ihr bitte die Ablinks an meine Fähigkeit zurücksetzen? Alles ist, wenn ich jetzt das... Was für Abenteuer erwarten mich, wenn ich eurem Pakt beitrete? Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir gerade mal wissen. Unsere edlen Krianer müssen die schlimmen Konsequenzen des Verrats bewältigen, den ihr in der Bastion bezeugt habt. Die Streitkräfte verschmähten drohen, unsere Reiche gänzlich aus den Fugen zu heben. Eure Hilfe wird unabdingbar sein, wenn wir die Bastion zurückerobern und die Schattenlande retten wollen. Okay. Das habe ich doch jetzt... Ah, jetzt muss ich das nochmal drücken. Ah, okay.
Angebot des Pakts der Kyrianer betrachten. Kyrianer, Heimatbastion. Die Kyrianer sind die standhaften Wächter jenseits und geleiten die Seelen der Toten in die Schattenlande. Sie widmen ihr ganzes Dasein ihren Pflichten und ihren ewigen Dienst. Und nur den Würdigen ist es vergönnt. Sie können ihnen anschließen. Also man würde dann so aussehen. Das sieht aber noch ziemlich nice. Was hast du da? Ah. Okay, sieht aber die Rüstung im Allgemeinen sieht wirklich nice aus, das muss ich mal sagen. Fähigkeiten haben wir ja schon mal kennengelernt. Das haben wir ja gemacht, als wir Bastion durchgespielt haben. Aber resondierender Pfeil und Provostbeschwörer. Was ist das? Mitglieder des Pakts können sich mit diesem Charakter des Reichs auf Seelenband verdienen. Was zugreifen und folgenden Bonus gewähnt. Wenn ihr resonierende Pfeil aktiviert, wird eure Meisterschaft 10 Sekunden lang um 53 erhöht und ihr stoßt gelegentlich kummervolle Erinnerungen aus. Wenn ihr durch kummervolle Erinnerungen läuft, wird dieser Effekt um 3 Sekunden verlängert. Hä? Okay, wir können da irgendwelche Bündnisse eingehen. Was ist denn das? Ein uralter Kampfritus, bei dem ihr die Rolle des taktischen Anführers für Champions der Bastion übernehmt, um ihr Können gegen eine Reihe mächtiger Gegner zu prüfen. Ich glaube, so weit haben wir das mal. Also, das wäre einfach Bastion. Da haben wir ja den Ardenwald. Verzeihung, brauchtet ihr etwas? Ja, dann können wir direkt mal da drauf drücken. Nein, nicht das, sondern das oberste. Genau das da. He? Die Nachtfee kümmert sich um die gefallenen Naturgeister, die im friedvollen Wald ruhen. Wer eine innige Verbindung zur Natur besitzt, vermag sich ihrer Sache anzuschließen, um dafür zu sorgen, dass die regenerierten Geister eines Tages wieder in die ewigen Kreisläufe zurückkehren können. Da kennen wir ja die Fähigkeiten auch schon, da können wir dann auch verschiedene Bündnisse abschliessen. Und was ist das? Ein heiliger Garten, in dem wir wildsamen mächtige verlorene Seelen pflegen und auf die Wiedergeburt vorbereiten könnt. Okay, also Nachthilfe. Aber ich würde mal sagen, gross muss ich jetzt nicht noch schauen, wie ich diesen Bündnis und alles, sondern wir gehen jetzt einfach mal ganz kurz schnell durch. Und dann entscheiden wir uns, was uns am meisten anspricht. Ventier. Die adligen Ventier sind die Aufseher aller Seelen, auf denen die Bürde exzivsten Stolzes und maßlosen Boshaftigkeit lastet. Sie führen derart geplante Seelen auf den rechtschaffenen Pfad, zur Sühne, und ernten dabei Anima, um die Stärke des Reiches zu bewachen. Die Fähigkeiten haben wir jetzt gerade vorher noch gehabt, das ist das Umteleportieren und mehr Schaden da mit einem Schlag und dann tun wir mit Dings. Da können wir ja den immer wieder aktivieren. Der Gluthof hilft dabei, Prinz Rental Einfluss durch die am höchst geachteten aller Ventier-Traditionen wiederherzustellen. Unglaubliche Partys schmeißen veranlasst richtig. Vorbereitung und stellt die passenden Belegschaft ein, um die wöchentlichen VIP-Gäste zu beeindrucken. Okay. VIP-Gäste. Also bei denen läuft es ja richtig rund. So. Die Stärke von Necrolords, Maldraxxus. Unter den Necrolords wird Stärke belohnt und Schwäche getilgt. Die Seelen der Ehrgeizigen und Streitsüchtigen werden zu einer Armee aus unsterblichen Soldaten geschmiedet, deren Aufgabe es ist, die Schattenlande zu verteidigen. Wir haben dann da eben auch wieder die Fähigkeiten, die kennen wir ja so. Das ist der Chakram, wo man schiessen kann, und das Schild, das man aufladen kann, was natürlich ziemlich nice ist, oder? Dann haben wir mehr Schaden, den wir aufnehmen können. Und dann würde ich sagen, Monstrositätenfabrik. Diese nächste Maldraxxus Kunst der Fleischform ermöglicht es euch neue Gefährten zu schaffen, die euch auf eure Abenteuer überall in den Schattenlanden begleiten. So, wir haben jetzt eigentlich alle 4 mal durchgelesen. Ich komme nicht genau daraus, was ich nehmen soll. Also jetzt ist die Frage, nehme ich einfach etwas, was mir gefällt, oder jetzt muss ich da auf die Karte draufdrücken. Wählt euren Pakt und dann kann ich da auswählen. Anders könnte ich da dann auswählen. Okay, alles klar. Aber wisst ihr was? Ich würde sagen, der Pakt, den gehen wir in die nächste Folge ein. Weil ich mich ganz ein bisschen schlau machen, was auch am gescheitsten wäre, mit einem Jäger einzugehen. Weil ich noch nicht so ganz draus komme oder verstehe, was ich da genau machen soll. Jägerli. Und darum würde ich sagen, wir sehen uns noch in der nächsten Folge, wenn es heisst wieder eine Runde World of Warcraft. Wir haben jetzt eben erfahren, die haben ja früher da gegen den Kerkermeister noch gekämpft. Das muss ich mir mal nach Bilder behalten. Ich muss mich auch mal ein bisschen mal informieren, warum der verbannt worden ist. Vielleicht finde ich da irgendeine Lösung, dass ich die mal mitteilen kann. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir lieber gerne in die Kommentare, weil das ist das Einzige, was mich die ganze Zeit verwundert. Warum ist der denn überhaupt verbannt worden? Ich würde sagen, wir spielen nochmal eine Folge. Also eigentlich haben wir ja gesagt, Level 60 Feierabend. Ich persönlich sage aber, komm, wir können ja da noch ein bisschen weiterspielen, bis wir da das Gefühl haben, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir wöchentlich muss online gehen, weil wir haben dann immer so wöchentliche Quests wie früher und bla bla bla. Und ich würde sagen, wir tun jetzt sicher mal nochmal eine Folge machen, wo wir dann mal den Pakt auswählen, mal reinschauen und vielleicht sogar noch eine Folge mehr. Aber dann würde ich eigentlich sagen, das Projekt World of Warcraft hat sich langsam abgeschlossen und das würden wir dann eigentlich im Livestream, ausser ihr habt Lust und wollt weiterhin, dass ich Videos dazu mache, werde ich weiterhin natürlich Videos machen, so gut im Rahmen wie es möglich ist. Sonst im Livestream, wenn ich das dann irgendwann mal anbekomme.
dass wir das dann anschauen können. Ich würde mal sagen, ich tue mich einfach ein bisschen, ich schaue einfach mal, was wir da für einen Pakt schliessen. Ich tue mich da ein bisschen schlauer machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde World of Warcraft mit einem Schweizer. Ich danke euch viel mal fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Daumen nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Eben einen Kommentar, wenn ihr mehr Informationen über den Kerkermeister habt, weil mich nimmt das tierisch Wunder, weil wir haben es bis jetzt nicht erfahren, außer es kommt noch irgendwann. Ich danke vielmals. Bis in der nächsten Folge und ciao!